dort müsst ihr einfach den Grundsatz ein bisschen verstehen. Wenn ihr eine Dienstleistung anbietet, oder auch Künstler und Künstlerinnen sind, einfach eine Inspiration, dass sie in eurem Kopf ein bisschen hängen bleibt in dieser Diskussion. Geld versus Reichweite. Immer dann, wenn ihr hört Reichweite oder Cloud oder du kommst da mehr Promo über wegen dem, versucht immer eure Situationen reinzutun, wo ihr eher, wenn ihr die Chance habt, einen echten Geldbetrag zu bekommen, dann immer lieber den Geldbetrag nehmen als die Reichweite. Weil eben mit der Reichweite, sage ich jetzt mal, oder mit dem, ja, es ist gute Promo, mach's doch auch gratis, da muss man extrem vorsichtig sein, vor allem wenn es um den Begriff gratis geht, weil in der musikschaffenden Welt, also wenn du Musikschaffende bist, und du arbeitest mit Musik, soll am besten eigentlich gar nichts gratis sein. Also irgendein Mehrwert, irgendein Exchange von der Partei und von der Gegenpartei muss es immer geben, meiner Meinung nach, egal was das ist. Ob das irgendwie ein anderer materieller Wert ist, irgendetwas. Weil, wenn man sich zu fest auf das einlädt, auf das Reichweite-Spiele, oder ich mache das alles wegen Promo-Reichweite und gratis, dann ist das eine Endlosspirale, die niemals aufhören wird. So. Und da könnt ihr mir jetzt vielleicht ein bisschen trauen, wenn ich das so sage, weil ich ganz viele Künstler-Cases, Beispiele mitbekommen habe, die das ewig weitergespielt haben. Über mehrere 5, 6, 7, 8 Jahre von ihrer Karriere. Weil nachher immer wieder aufs Neue irgendeine neue Partei dazugekommen ist, die gesagt hat, ja, aber weißt du, das ist eine mega gute Promo. Und nachher hast du die neue Etappe erreicht, ein neues Level, und dort kommt nachher nochmal irgendeine Person, die dir sagt, ja, aber weißt du, das ist ein guter Promo-Effekt, mach's doch gratis. Darum, einfach, dass ihr das im Kopf ein bisschen habt. Immer wenn es die Wahl gibt, Geld oder Reichweite. Popularität, Synonym Reichweite, Fame, Geld, Umsatz. So ich das in Klammern schreibe. Immer versuchen, auf Geld appellieren. Also es muss nicht immer so sein. Ich kann verstehen, wenn man aus ideologischen Gründen etwas macht und natürlich nicht immer aus dem Business-Faktor. Aber in dem Podcast soll es ja auch ein bisschen darum gehen, dass man selbstständig da auch ein bisschen ein Business aus dem Ganzen könnte machen oder auch ein bisschen Geld könnte erwirtschaften. Und es wäre schade darum, wenn man immer wieder die gleiche Diskussion hat und immer «Sorry, got the run» wäre nice, wenn wir auf YouTube nachhören können. Auf jeden Fall, das wird auch später noch auf dem YouTube-Channel sein. Aber dass man da nicht sich so fest auf die Reichweite-Diskussion einlassen soll.